Schöne guten Mittag für so ein Webinar von heute, wo wir zum gucken, wie wir eine Steuererklärung ausfüllen. Stimmt ganz sehr Firmen, was Patrick Malge ist, hier der Mitgründer von taxx.lu, der Plattform, die seit 2018 gibt. An die Südreims Lützburg hilft, die Steuererklärung ganz einfach online auszufüllen. Das sehen wir heute, wir gucken an, sich mal, wie wir eine Steuererklärung müssen machen, wir werden eine soll machen, wann alles kann aufsetzen. Wir gucken, wohin die Dokumente finden, die eben braucht für die Steuererklärung. Wir gucken gesehen, ob ein Unterschied ist zwischen der Risiko und der Frontalie, ob wir Frontalie müssen aufpassen. Da finden wir zu einer Steuererklärung auf taxx.lu aus. Und der letzte Punkt von der Steuererklärung der Fedjas gesehen wir auch ganz kurz, wen es auf den Steuerbüro schickt. Wen muss eigentlich eine Steuererklärung machen? Für was soll er machen? Es gibt ein paar Regeln, das sind nicht alle gut, mit einem kleinen Perçu. Erstmal hängt von der Revenu. Ich fand ein Imposable mit dem Mikro ist für 100.000 Euro Tür, dann sieht sich forciert eng zu machen. Einfach selbst von der spezielle Revenu, zum Beispiel Netto Loyer, den kriegt von maybe 600 Euro, Kapitalmobilier, zum Beispiel Dividende von maybe 1500 Euro. Oder ganz allgemein irgendwelche Revenuen, wo kein Kredit der Source appliziert gesehen, wo der maybe 12.400 Euro kriegt, da muss er eine Steuererklärung im Moment machen. Selbst noch von der pure Revenu hat, ich von der zum Beispiel bei 2 Patronschaft, an ganz maybe 36.000 Euro kriegt von der Steuerklasse 1 oder der Steuerklasse 2 sieht, respektive 30.000 Euro von der Steuerklasse 1a sieht. Das ist ja das der Fall. Die schafft vielleicht halb bei dem einen Patron, halb bei dem anderen. Im Moment müssen sie dann obligatorisch auch machen. Für Koppeln, du hast doch die Regel mit den 2 Revenuen, von der Bestürze, die dann an 2 von ihr schaffen da. Dann muss ein Mann, ob das auch egal, ob der Lo Resident sieht oder Frontalier. Bei Frontalier ist es so, dass normalerweise ein Tor fix, aber er Steuerkarte, also auch, wo er ein paar Jahre gerechnet von einem Patron. An dem Moment, wenn er fix wird, muss auch eine Steuererklärung obligatorisch ausfüllen. Beim PAX, du hast so, wenn du nicht die verschiedenen Kriterien, die wir gerade gesehen haben, wenn du nicht denen entspricht, und der wird einfach zur Summe versteuert, die Welt gepackt sieht, die wird dann stark das 2 aufrollen, das geschieht doch nicht automatisch. In dem Moment muss er effektiv dann auch eine Steuererklärung machen. Für all die, die nicht obligatorisch ist, du musst aber Sinn zu gucken, ob es nicht aber Sinn kann machen, weil die können das just gewonnen. Die gibt verschiedene Sachen, die sind immer sehr, die der Steuererklärung aufsetzen. Und dadurch, so dass sich der Steuerverwaltung guckt, schon auf verschiedene Sachen, die ich kann aufsetzen. Schon also mit einem Salär, den ich ganz gut zu viel Steuer bezahlt. An dem Moment froh, da über die Steuererklärung oder über die Konto annuell, das ist so die Kleinsteuererklärung, das Resultat, das sich das selber froh, dass ich unter die Steuern an dem Zweckkriterium patrouillisch aufgehangen wird von ihrem Salär. Wenn ihr nicht sicher wisst, ob da etwas davon hat oder nicht, weil ihr könnt bei taxx.lu sich eine ganz Steuererklärung ausfüllen, ohne zu bezahlen, das reicht ganz zum Schluss vom Prozess, wo da gesagt wird, wer da dann eventuell drin kriegen und dann dezidiert, ob ihr Steuererklärung raufladen, an sie anschicken oder wenn ihr seht, dass es nicht 3 Euro zurückzukriegen sind, dann melde ich natürlich nicht da, für die zu machen. Aber das ist immer interessant zu gucken, ob auch wenn ihr nicht gefroht gedenkt zu machen, ob ihr nicht einfach Sinn möchtet, einzumachen. Du vielleicht eine kleine Remarque, wenn ihr selbst halt oft könnt, wenn ihr immer so gesagt, wenn ihr eine Steuererklärung muss machen, dann muss ihr recht in eurem Leben machen, das stimmt nicht. Wenn ihr nicht an der Obligation seid, eine Steuererklärung zu machen und ihr dafür EU-Apps aufzusetzen, wo ihr da so rumkriegt, dann sollt ihr einfach, dass ihr drauf besteht, dass eben das kein niemand, wenn wie gesagt nicht die Regeln an den Regeln sieht, wo der muss machen, da könnt ihr ganz einfach Bescheid, sondern da muss auch in Zukunft daran kein machen. Wie was soll ihr machen? Wie was könnt ihr so einen Zweck kriegen, wenn ihr macht? Ganz einfach, der Steuererklärung deklarieren sich als Revenuen, für die meisten ist das ein Salär, und auf der anderen Seite auch gute Deduktionen. Und das geht als ein Revenu imposable. Und auf Basis von dem Revenu imposable wird gerechnet, wie viel Steuern er muss bezahlen. Wenn ihr dann etwas für aufzusetzen, also Deduktionen, dann heißt natürlich, dass das Revenu imposable nicht klein wird. Von den Deduktionen wusste der Patron a priori nicht. Der Patron wird seine Steuern oder Steuer so berechnen oder Pay, wie man da keine so Deduktion hat. Und dann natürlich gut, dann könnt ihr über DW Pack von Steuern zurückkriegen. Was kann ihr da zurückkriegen? Das hängt ein bisschen davon ab, was der verdient.
Also ein paar Beispiele. Wenn da ein Salär brut mensuell von rund 3.000 Euro, da sind wir für 20% Tour marginal. Der Tisch kann einfach, dass von der Person gibt 1.000 Euro aufsetzt, auf der Steuererklärung, da gibt es darum 200 Euro Steuerspuren. Eine Person, die 6.000 Euro brutto im Monat verdient, also schon bei 42%, die gibt für 42% umkriegen. An Celibatär, die zum Beispiel bei 12.000 Euro brutto im Monat, das ist bei 43% Tourmarginal. Das gibt also heißt, dass von denen 1.000 Euro aufsetzt und der Steuererklärung, da kennt er rund 430 Euro Steuern spüren. Das heißt, die Spur hängt immer davon auf, was er verdient, aus einem Haushalt. Was muss ich auf der Steuererklärung alles so gehen? Bei einerseits haben wir alles, was Revenu sind. Das, was als alle Guten oder die meisten von uns betrifft, das sind Revenu professionell, das sind eben Saläre, die er verdient, respektive Pensionen, die er kriegt. Dann hat er aber auch, wenn er independent ist, Revenu Benefice kommerzial oder professionell liberal, wo zum Beispiel ein Doktor wird oder auf Code oder ein Commerz hat. An die Revenuen, die wir noch im Moment deklarieren. Dann hat er, wenn er ein Appartement zum Beispiel wird er verlohnt und den anderen, da kriegt er natürlich Loyer, und die Loyer müssen auch deklarieren. Und auch selbst, wenn er ein Haus oder ein Appartement verkauft, was nicht unbedingt der Raison principal ist, dann fallen da eventuell Steuern oder Plus-Value. An dem Moment muss er natürlich auch Steuererklärung draufschreiben. Revenu finanziell, das sind zum Beispiel Dividenden oder Plus-Valuen, wenn der auf der Börse investiert wird, an die Aktien, zum Beispiel Mann wie 6 Meter gehalten wird, dann muss er die natürlich auch okay. Wie die meisten von uns, also da war ganz klar der Salär, den wir auf der Steuererklärung draufschreiben, oder Pension. Und du kriegst also schon einen Patron im Jahr, da treffen wir Entreprise auf, zwischen Januar an März, April, kriegt er ein Zertifikat annuell, wo genau drauf steht, weil an dem ganzen Jahr verdient wird, weil du Steuern aufgegangen sind, weil du Kotisation sozial aufgegangen sind, Frais de Placement, und so weiter und so fort. Ich habe Dokument kriegt von einem Patron, und das muss ich bei der Steuererklärung dann eben beilegen. Für die Funktionäre natürlich, du fandest das Zertifikat auf mein Guichet. Diese Zertifikat können einfach auf mein Guichet die mit drauf gehen. Ich meine, die geht nicht mehr oder just auf den Mond nach per Provider geschickt. Das einfach mit der Luxtrast dann auf den Guichet gehen, an den dann du hochladen, und dann in der Steuererklärung beisetzen. Was kann man also aufsetzen? War du meine ganze rechtliche Sache, wir gehen nicht im Detail, ich sehe dadurch, wenn da ihr mehr für Detail interessiert, von dem, was ich kann aufsetzen, noch viel zu verstehen, wie das genau funktioniert. Du fandest bei diesem Site, taxix.lu, als überriertes Menü Webinar. Und du fandest ein ganz tolles Webinar zu verschiedenen Themen, die dich schon noch durchgucken können. Du erklärst zum Beispiel bei der Zusatzpension, das Finanzfonds nicht kann aufsetzen, Zusatzkrankenversicherung, Bausparvertrag und so weiter, wo wir wirklich mehr im Detail gehen. Heute gehen wir just sehr drüber. Wir haben auf der Steuererklärung verschiedene Kategorien von den Sachen, die kann aufsetzen. An die Kategorie ziehen sich Zinsen, ob ein Präpersonell oder eine Assuranceprämie, die da bezahlt. Zinsen ob ein Präpersonell, das für die meisten von euch sind das Autosprämien, die gesehen haben am häufigsten. Aber in Assuranzen selbst, dass sich die Responsabilität zivil von der Autoassurance, der kann aufsetzen, aber auch eine Lebensversicherung oder Privatkrankenversicherung. Genau, Maximum, also pro Deduktion, die dort gibt, maximal. In diesem Fall sind das 620 Euro pro Member am Haushalt. Als Member vom Haushalt sind dann die Leute, die wohnen, die dort Steuererklärung stellen. Und das sind auch Kanner, die zum Beispiel auf der Uni sind, nicht vom Ausland. Solange wie sie studieren, sind sie Teil von ihrem Haushalt. Wenn man das aufsetzen will, dann braucht auch immer ein Zertifikat. Auf dem Zertifikat steht sich drauf, was ihr aufsetzen könnt. Das ist relativ praktisch zu Lützeburg bei den Röhren. Die stellen so ein Zertifikat aus, teilweise noch bei Bayer, teilweise können das auf ihrem Internet sehen, auf einer Plattform, wo ich anloggen kann, dann in dem Moment hochladen. Und da steht, sie haben schon viel geguckt, was ihr aufsetzen könnt. Die Informationen, die fand ihr ganz einfach auf dem Zertifikat. Zinsen Präpersonell selbst, alle guten Banken zu Lützeburg, die proposieren oder die stellen so ein Dokument zur Verfügung. Auch da ganz oft mittlerweile nicht mehr per Post geschickt. Die fand die dann zum Beispiel an der Webbanking ganz oft bei Dokument Fisco, das sind so Kategorien, wo die Dokumente fand, aber wo da ganz genau drauf steht, was der Zinsen natürlich bezahlt wird, sodass der Steuererklärung da ganz einfach ausfällt.
Zusatzpension ass Europes wat ëmmer hefeg ass ëmmer so eng och dé kann eben aufsetzen op der letzte Steuererklärung, dat as Maximum vu 4.500 € pro Erwussenen individuell der Tisch von der gekoppelt se, da kann jeder einzelne Maximum von 4.500 aufsetzen. Das net, dass du zum Beispiel de Mann kann so nicht nutzen an den Plattform von 10.000, heißt 4.500 pro Erwussenen, den der Steuererklärung steht, wann der an der Koppel sind. Auch do ha net Informationen im Webinaren, die just von der Schweizer guck die Stirn, das ist ganz interessant, eng einfach geht für Sündspure für wann der an Pension kommt. An wo gleichzeitig Hautversteuerungsspur. Auch dort, dass Röhrenbanken diese Produkte bieten, die ständig so Zertifikat zur Verfügung. Der Tisch, die können auf den Webbanking oder auf der Plattform von der Assurance. Da fand das Dokument, also steht da genau drauf, wer da abbezahlt wird für das Steuerjahr. Und in dem Moment könnt ihr der Steuererklärung beisetzen. Bausparvertrag, auch das ganz häufig zu Lützeburg. Auch da gibt es einen Detail, wie ein Webinar noch dazu. Do as zommer Plattform, dat sie 672 € pro Person, die an einem Haushalt fund. A wann op ans von den Eltern méi jung as wie 41 Joer, a wann de Person, die jung as auch Kontrakt vom Bausparvertrag dropsteht, Zertifikat dropsteht, da gëtt de Plattform enke verdurbelt. Dat Hicht vom heuer Beispiel gucken, Koppel 45 Joer an anders Jo mat 2 Kanner, die können halt bis zu 5.376 € aufsetzen. An kennt rund 2.240 € Steuerspuren. Eng Thomas von 40%, wat awer de grofen Eiseknier oder Betrag 6 effektiv ass. Zuletzt bestehen sech noch 2 Bauspurkäsen, Bauspurbanken, die nach neue Kontraktament das Füssen holt an der BHW. Et gower Schwäbisch Hall, wann an der Kontrakt tut vu Schwäbisch Hall wie zuletzt mir aktiv waren, dann ass die natürlich immer gültig, die Kontrakte laufen und immer weiter. Die können dann aufsetzen, wenn der neu dort machen, dann muss er gucken, ob Wüstenrot oder BHW, respektive kann ich auch bei Eis melden, wir können nicht doch helfen. Die 3 Bauspurkäsen, die checken die Zertifikate nur immer vorbei, die kriegen normalerweise am Januar, Februar Post von ihnen geschickt, wo genau drauf steht, was der Arbeitsfeld tut, und genau auch drauf steht, was er in dem Moment könnt der Steuererklärung aufsetzen. Dann ihr könnt Dorn aufsetzen, die der ONG hat, als Berlin, die vom Staat unerkannt sind. Da muss aber Minimum kommen von 120 €. Natürlich zum Beispiel der 2 Dorn hat von 50 €, 100 € am Ganzen, kann das nicht auf der Steuererklärung aufsetzen, wenn der 625, dann geht das. Die meisten ONG hat zuletzt, sobald ein Dorn hat, schicken nicht per E-Mail oder per Post ein Zertifikat zu halten, und dann könnt ihr die bei der Steuererklärung eben dabei setzen. Dann Domestizität, das zum Beispiel Botspersonal, weil du hier mit wer zu botzen. Das kann eine Person sein, die da angestellt wird, oder bei der CCSS angemeldet wird. Das kann aber eine Firma sein, die bei ihr botzen könnt, an die eben für ihr den Stottermesser nicht Faktor checkt, die können in dem Moment dann auch auf der Steuererklärung der Domestizität aufsetzen. An alles, was Friedegar von den Kanner sind, Krechen, die schon Kanner an der Kreche sind, oder Maison Relais. Schon dass Maison Relais mittlerweile gratis ist, außer an den Kanzenzeiten. Ich finde, kann auch Maison Relais werden während der Kanzenzeit. Da könnt ihr auch der Steuererklärung geltend machen. Und da ist eine normale Plattform von 5.400 €, die nicht so gut tut. Auf verschiedenen Fällen kann ich mehr aufsetzen. Die Kalkül geht aber ein bisschen weit, das ist ein bisschen kompliziert. Bei uns auf der Plattform, du geht einfach den Total und das System guckt automatisch. Oder bei 5.400 limitiert sind, oder eventuell könnt mehr aufsetzen. Zertifikat, bot Kreche checken Zertifikat normaler Idee von den Kreche checkt automatisch am Anfang vom neuen Jahr. Bei anderen Kreche muss einfach nur freuen. Falls also do 12 Freschen und bei Steuererklärung frot einfach ein Zertifikat bei der Kreche, die wissen, was zu machen, also stelle ich das so aus. Wenn eine Person angestellt wird über CCSS, also angemeldet wird, die bei Stellen botzt, dann kriegt er von der CCSS effektiv ein Zertifikat geschickt. Von der Proprietär sieht, da gibt es relativ viele Changements in den letzten Jahren. Da kann man natürlich auch Zinsen aufsetzen, in der Oberung Prähut. Da sind in den letzten Jahren ein paar Änderungen gekommen, auch dort sind wir ein spezielles Webinar, wo da mehr Informationen sind. Wir haben im Großen und Ganzen also so, dass die ersten 2 Jahre
an dem daheim könnt ihr Zinsen integral ohne die Plattform aufsetzen, dann die nächsten 4 Jahre sind 4.000 Euro, die nächsten 5 für 3.000, anderen 2.000 Euro dann. Und auch da kriegt ihr von der Bank ein Zertifikat zugeschickt, wo genau drauf steht, was Zinsen bezahlt wird für das Steuerjahr. An dem Moment könnt ihr die bei der Steuererklärung eben beilegen. Vergesst das nicht, das kann ganz große Differenzen machen, weil man einfach mit den Zinsen, wie sie heute sind, eben noch mit Preis, Immobilienpreis, immer so zu beschreiben, schweißt man ganz sehr von ganz vielen Zinsen, die da bezahlt, an dem Moment, wann die könnt aufsetzen. Da kann das schon eine große Differenz machen. Risiko Frontalier, wenn das da ernst beim Chance-Format Risiko zu Lützburg sind, dass Banken, Assureuren und so weiter, die stellen als proper Zertifikat aus, weil sie genau wissen, was man braucht für die Steuererklärung. Wenn du im Ausland wohnt, hat der Grenze, da sind verschiedene Banken und die auch speziell für die Frontalien Zertifikat ausstellen für ihre Steuererklärung. Das ist zum Beispiel als Partner Crédit Agricole de Lorraine, die das machen. Es gibt einfach noch andere. Platz, dass ganz Kontrakte dabei lädt, also am besten die Front der Bank, der Assureur am Ausland, für Zertifikat gibt für die letzte Steuererklärung. Wenn der direkt an der Grenze sind, da wissen die auch ganz genau, was er braucht. Dann ganz oft stellen sich da so ein Zertifikat aus. Tisch löst nicht 50 Seiten Kontrakten von der Autoassurance. Du hast keine Garantie, dass es eine Stadt hat oder Steuerverwaltung das akzeptiert, weil du nicht unbedingt die Informationen draufstehen, die gebraucht gehen. Tisch froh, die schraube Zertifikat und war doch vielleicht nicht bis Dezember für das zu machen, weil sonst kennt man sehen, dass die nicht mehr Zeiten könnt, weil Deadline aus den 31. Dezember von dem Jahr, nur dem Jahr, wo der Steuererklärung machen. Sonst müssen Frontalien natürlich auch von den Revenuen von der bestürzt sind an der Koppel schafft am Ausland, dann muss auf der letzte Steuererklärung auch die Revenuen umgehen. Ich deklariere, dass ich alle Revenuen, die da kriegt, egal aus welchem Land, sie kommen schon auf einen anderen Platz an der Steuererklärung. Du musst an den besonderen für ein Revenu exonerieren. Bei diesem Sitz von der Sultan wäre, wenn du zum Beispiel aus Frankreich, dann wird das automatisch auf den richtigen Platz angesetzt. So, wie finde ich eine Steuererklärung auf Tax.lu aus? Wir gucken das einfach zu summen. Für das zu machen, geht es sich durch, dass er auf den Sitz kommt. Der macht einen Account, wenn er noch keinen hat. Dafür geht es durch, wenn er eine E-Mail-Adresse hat. Und dann geht er sich durch den ganzen Prozess gelegt. Hier hast du eine Vue von einem Klient, der schon seine Steuererklärung die letzten Jahre bei uns gemacht hat, zwischen 24, 23 und so weiter. Da sich die Deklaration auch immer gespeichert von der Kapsungste. Nur gucken kommen. Wir können hier am System natürlich auch Steuererklärung machen von 2018 bis 2024, wann da, was meinst du, keine Steuererklärung gemacht, wenn wir Steuerverordnung herausfordern, dass dann müssen man an die Freunde vielleicht für 2, 3, 4, 5 Jahre zu machen, das ist noch bei uns möglich. In diesem Fall haben wir eine Steuererklärung aus für 2025, dass wir da, wo wir gerade sind. Du kannst einfach entweder eine ganz neue Deklaration anlegen, oder die könnt eine Kopie mehr vom Jahr für drin. Hier haben wir die aufgeschlossen das letzte Jahr. Das ist in diesem Fall für das Leben einfach zu machen, wenn wir schon ein letztes Jahr bei Tax.lu gemacht haben. Dann machen wir eine Kopie von der Deklaration. Und da gehen ganz kurz Sachen, die sind wir gleich schon automatisch überholt von einem Jahr auf den anderen. Und dann muss er das dann alles antippen. Und da geht er sich durch den ganzen Prozess gelegt, wird immer einen Sauvegarder kontinuiert für weiterzuholen. Und du generiert einen Chat, wo da also immer als Equipe könnt eben schreiben, für wenn ein froh wird während dem Ausfüllen von der Steuererklärung. Die könnt auch E-Mail schicken, die schon ein froh und will eine E-Mail schicken, da könnt ihr das machen auf help@taxx.lu und da kriegt ihr über E-Mail noch geantwortet. An dem Chat von du gerne vorstellen an das gibt die gibt in dem Moment schafft, dann antwortet mir schon das eben noch per E-Mail, ob froh in am Chat gestaltet. Ich zeig nicht so erfreuen ranzuschreiben, dass du für wo mir Dose für zu helfen. Auf der Seite können der Deklarationen umgehen. Wir nennen sie einfach Deklaration 2025, 2025 ist schon ausgewählt. Wie gesagt, ihr könnt zurück bis 2018, die für 2025. Aber nur mein Partner, aber auch den Partner von der Klima sieht bei denen, kriegt ein Remis von 30% der weisen Preise. Die als Spurkäse Crédit Agricole de Lorraine, teilweise an den Foyer. Wir sind einfach Märkte Loken, Partner wählen das aus,
sogar de kontinué durchgelegt. Heißen dort in sich überholge vom letzten Jahr. Ein Drittel oder verschiedene Seiten eben noch relativ häufig frohen, wo da einfach könnt direkt Antwort kriegen, ob die froh, die der Moment tut, geht in ein Fenster und dann tut er FAQ. An dem FAQ, also das sind die häufigsten Frohen, die wir so kreieren, du sind 600-700 Frohen zu den ganz verschiedenen Themen, wo ihr dann eine Antwort könnt, ob Frohen sicher. Wir gehen weiter, tut das überholen, wir sind mal gestört. Heute Tonnen, die wir gesehen schon vom letzten Jahr, Monsieur und Madame. Da sind also Sachen, die man muss konfirmieren, heißt zum Beispiel Pays de Naissance. Du guckst da just, ob dazu stimmt. Selbst Profession oder Genre d'Aktivité. Du hast nämlich schon auf der anderen sind da verschiedene Sachen beigesagt gehen. Polizist zum Beispiel oder dieser Sektor SAS, wo vielleicht ein Krimkruten, die ein bisschen kompliziert zu deklarieren ist. Wenn das ausfällt, richtig ausfällt, dann kriegt am ganzen Prozess eben nach mehr Hölle für die spezifische Fälle. Also als Adresse, die schon überall gehen ist, die zwei wohnen auf derselben Adresse, also können wir da doch übersprangen. Anders kommen wir bei Situation fiskal, wo das sich alles ausfällt, was der Situation von der Familie entspricht. Zum Beispiel die Familie hat ein Salär zu Kanada, sie wohnen in ihrer Résidence principale, also die Zinsen bezahlt. Das heißt, die speziellen Primen, die der Sektor SAS kriegt, an Polizisten zum Beispiel, wenn da eben betroffen sind, kriegen sie das eben nochmal tun. Ansonsten so einfach, das wäre alles so an der Reihe. Der Büro der Position wird automatisch ausgewählt auf Basis von ihrem Code postal. Wenn ihr das geändert wird, können das natürlich auch ändern. Wir gehen weiter und dann kommen wir sich bei einer Funktion, die Autoscan heißt. Ein Autoscan, den möchte ich an sich zum großen Teil schon für euch selber. Ihr könnt auf dieser Seite alle Zertifikate, die da kommt, die man lokal beschwert haben, könnt ihr eben hochschlagen und das System probiert die dann zu erkennen und automatisch ausführen. Die könnt das machen vorbei, das machen wir gleich, oder die könnt auch, wenn das im Computer gespeichert wird, als PDF, zum Beispiel hochgeladen oder im Webbanking, dann setzt ihr die bei, die wählt sie aus, einmal ein Testzertifikat, zum Beispiel ein Zertifikat von der Salären. Hier lädt ihr eben einfach mal ran. Tun wir noch ein Brief nach Einweisen. Und wir haben noch ein Zertifikat für eine Zusatzpension von der Lalux. Die speichert. An dem Moment geht das System die Daten, also lädt das Dokument hoch, wo wir herausfinden, was auf dem Dokument drauf steht. Und wenn das dann erkannt wird, dann fällt eine Idee von der Steuerung automatisch aus. Sind wir hier, das ist erstmal einfach der Weg Success. Das ist ein Zertifikat, hat zum Beispiel ein Preiszettel, den erkannt gehen, da sind dann alle rausgelöst gehen. Selbe für das Zertifikat für die Zusatzpension, die das importiert gehen, und dann in die gebrauchten Steuerung heute rausgelöst, auch schon automatisch ausgefüllt, das ist immer gleich. Das ist ein Dokument, das ist ein Prä, bei der Reihweisen. Da seht ihr, okay, die muss er klassieren. Das System kann nicht erkennen, ob das ein Autoprä ist oder ob der Prä ist für das Haus von der heutigen Familie. Jetzt steht ein Denkmotor nach 180.000 € Schuld, die noch absteht. Also wahrscheinlich ein Haus, mit gehen auch Leute, die Auto für den Preis kaufen. Das heißt, die wählt einfach dann aus, wer das geht. Heißt, da wird das dann personell, wählt aus, die speichert. An dem Moment erhält das System, hält automatisch die Zinsen, die bezahlt sind, und wird eben noch schon den Teil von der Steuererklärung ausgeführt. Dann, wenn der Bayer-Zertifikat gekriegt hat, weil in dem Fall ist zum Beispiel für den Bausparvertrag, dann haben wir eine App, die ihr könnt gratis draufladen am App Store oder auf Google Play. Aber wenn ihr die App aufmacht, dann fragt ihr nicht an sich, also ich will den QR-Code, den ihr soll scannen. Der QR-Code, das ist der QR-Code, den ihr hier seht, das ist ganz einfach, dass der weiß, auf welcher Deklaration das gerade sieht. Und dann fragt ihr, ihr könnt für den PDF von Telefon hochschlagen, wenn den am Handy aufgespeichert wird. Wir machen hier einfach ein Foto, machen Sie ein Foto, gehalt das Dokument, den Handy pro Sekunde über das Dokument, und vom selben Wert nicht das dann rausscannen. Klickt auf dann, und dann könnt ihr dann zwei Zertifikate vorbei, machen wir genau dasselbe. Die hat das Zertifikat über das Blatt, die werden pro Sekunde
und dann wird den System D automatisch importiert. Also wir wären fertig. Wir sind noch hier zum Computer dann direkt, dass das Dokument ankommt, sich importiert. Das System fängt direkt an herauszufinden, was geht es da, kriege ich das importiert und hier sehen wir in ein Logement, als importiert gehen, da war just 5,08 €, die Aufsätze Konfidatior, die sind also auch schon mit geholt gehen. An den anderen Zertifikat, das ist von einer Crèche, da hast eben noch ein Zertifikat von der Crèche importiert gehen, an dem Moment, als er da der Steuererklärung drauf. Wenn der Sachen heißt, dieses System nicht erkennt, dann kriegt er eine Message, dass es eben nicht automatisch ausgefüllt gehen ist, und dann muss er dann am Prozess, wo wir weitergehen, einfach der richtige Platz angehen. Wenn wir weitergehen, dann kann man bei Salären, da sehen wir zum Beispiel hier ein Feld, das nicht Zertifikat draufsteht, dafür ist es traut, selber durch den Patron, füllen wir aus. Und dann von dem Zertifikat, die stehen ja schon hier proper ausgefüllt am Dokument. Die kontrolliert ein Kompliment und so weit stimmen, und dann könnt ihr weitergehen. Also noch, kann er die schon draußen, hat mir überholfen für Drohnen. Und hier sehen wir als Habitation Principal, da fehlt hier das Land, das geht dann ein bisschen die Geduld, wie dass er das gekauft hat. So. Und wir sehen hier auch das Zertifikat, das wir für Drohnen hochgeladen haben, mit den Zinsen, die bezahlt gesehen, und noch am Saldo 31. Dezember. Mann von der Bank, also dass du schon ausgefüllt, wer dem noch der Deklaration und du musst ausgefüllt. Ich spreche schon, gehe weiter, Frais d'obtention, du siehst, das ist ja schon, dass er sich 45 € per Default so gut tut. Wenn er nicht drüber kommt, dann braucht er nicht auszufüllen, guck dich einfach an, was er dabei ist. Vielleicht sind das Sachen, die da Freien, die da hat, da könnt ihr die eben hier beisetzen. Und wenn er über 45 € kommt, dann wird das System automatisch den Monto eben überholen. Wir gehen weiter, Depens Spezial, da haben wir zum Beispiel Zertifikat von der Zusatzpension, den wir für den Hirschglühen hatten, den er selbst gefällt, 1704 €. Und noch die anderen Informationen, die gefragt gehen, auf der Steuererklärung sind ausgefüllt. Die Steuer kontrolliert auch schon seit Monat und dann ist gut. Selber noch für den Wüstenrot, den wir ein Foto gemacht hatten, da war ja just das Jahr 5,08 € abbezahlt gehen mit dem System, die geholt. Auch den Umfang vom Kontrakt steht drüber. Ich tue sie das auch schon fertig. Von der Luna irgendwie ein Assurance hat, wo nicht erkannt ging, können die natürlich manuell dann dem Moment beisetzen. Wir gehen weiter. Da kommen wir bei Appartement, Frais de Domesticité. Da hat man ja das Zertifikat von der Crèche hochgeladen. Auch da, also ausgefüllt, nur von der Crèche steht dran, Montant kontrollieren, und dann ist das auch gut. Und dann gehen wir mal weiter bei Divers, da geht er gefragt für den RIP. Den wird effektiv mittlerweile gefragt. Die fanden dann ein Webbanking, können relativ Identität bancaire aufladen. An dem Moment löst den halt dabei, dann wird Steuerverwaltung den noch direkt an, schickt den. Normalerweise reicht den Tresor weiter, kann aber auch sein, dass er einen Brief kriegt für einen neuen selber hinzuschicken. Du hast Kommunikation, Mensch, nicht ideal. Wer große Ganze kann der Datei dann dabei setzen. Das heißt noch ein paar andere Sachen, wo der eventuell eben Sachen aufzusetzen wird. Die kann ich dir dann auch gucken, die mit Informationen an der Menge Gewerbs dabei. Bei dir betrifft, dann könnt ihr das so machen. Dann kommen wir bald zum Schluss, sind wir bei Pièce Jointe. Da fand er sich all die Zertifikate, die wir hochgeladen haben, die stehen da in einer abgelöscht. Wenn ihr irgendwelche anderen Dokumente habt, wo der meint, das will ich ja mit Steuerung dabei setzen, könnt ihr die Rohschei einfach hochgeladen, entweder mit der App oder als PDF. Dann ist das bei der Steuerverwaltung, also könnt ihr dabei Steuerung dabei. Dann haben wir die zweitletzten Ekran und Autocheck, die möchten sich lauter Logiktester oder Kontrollen auf ihrer Deklaration. Zum Beispiel haben wir auch gehen, dass Madame von dem Stoltheil Claudine Schmidt Salarias, wir müssen aber, wie wir wieder früher gesehen haben, just Salär hochgeladen. Das System, die fragt dann noch, fehlt eine, dass Madame wirklich Salari wirst, oder nicht, wenn ihm sein Salär vergisst. Wenn das nicht Salari wird, können wir zurück bei dem Personal, das so da einfach nicht schaffen, und dann ist das okay. Und selbst doch hier kriegen wir die Message, dass der RIP fehlt vom Bankkonto. Aber wenn er darüber klickt, dann kommt er direkt auf den Platz und dann können wir neben den hochschlagen. Da sind wir schon zum Schluss.
Also ich kriege halt direkt, wie gesagt, ausgerechnet, wer den zurückkriegt. In diesem Fall gibt die Familie rund 6.220 € zurückkriegen, Steuern. Eventuell du selbst nur zu bezahlen, das hängt von ihrer Situation auf. Aber ich will das ganze Prozess gratis. Hier steht, finde ich, die just wollen denken, probieren, wie das funktioniert, oder rausfinden, was sie eventuell können rumkriegen, die können dann über den DTW machen. Und dann können sie sich den Park rausfinden, den am besten, also den nicht entspricht. Wir haben sich 3 Offeren mit dem Standard, für 60 € der plus 290 und der Prämie für 191. Der Standard ist einfach mal gerade gemacht, und von denen die 60 € bezahlt, weil die war Kreditkarte, dann hat direkt Access auf Steuererklärung, die können direkt hochladen, kontrollieren und dann auf ihr Büro schicken. Wenn der will, dass von unserer Equipe, von unseren Experten, Steuererklärung kontrolliert, das kann hochladen, dann will den Pack Plus. Da kontrollieren wir eben alles nur. Vielleicht machen wir kleine Korrekturen. Vielleicht kommen wir auch ein bisschen zurück für Sachen nutzen, wo wir meinen, du gibst irgendwo etwas fehlen, das wäre nicht ganz klar. Aber wenn unsere Equipe das validiert wird, dann können wir die Steuererklärung hochladen und sie dann auf das Steuerbüro schicken. Was doch noch mal dran ist, auch ganz interessant, wir haben ja hier ein Resultat ausgerechnet von der Steuererklärung. Wenn die um den Konto von der Steuerverwaltung ein anderes Resultat hat, weil da könnte man Plus und noch ein Premium Foto von dem Zertifikat oder von dem Dekont und als checken, wir kontrollieren, wo die Differenz du hier könnt, an, wenn ihr das hilft mir doch, einen Brief zu formulieren, für bei der Steuerverwaltung zu reklamieren, für das Geld zurückzukriegen, weil ihr so gut steht. Premium, als danke dasselbe wie Plus, mir war noch dabei, dass ein Entretien über Videokonferenz sich von der Länge von der Equipe, also die Person, die eure Steuererklärung kontrolliert wird, ich kann den Halt über Steuererklärung respektiv von der Frohenhut über der Zukunft, zum Beispiel, ich weiß, die sind eben Divorce, und ich will gerne verstehen, wie das dann nächstes Jahr lebt, da kann er auch die Frohe stellen. Aber noch dabei, als wenn der Printer hat, noch genug Stress, da können wir auch eine Steuererklärung rausdrücken, und ist fertig, an den Envelope zuschicken, und dann können wir die dringend Steuerbüro weiterlegen. Von der Coupon hat eine Reduktion, zum Beispiel von einem Patron, weil wir eine Entreprise, die bezahlt Steuererklärung für hier Leute, da könnt ihr den natürlich auch eben mit umgehen, da geht die Preiswertmatch angepasst. Also es klickt eben hier auf Payer. An dem Moment kommt auf eine Seite, wo der Visasnummer daneben muss umgehen, und dann wird er schon bezahlt. Wenn er bis bezahlt hat, dann könnt ihr Steuererklärung auf der Seite auch raufladen. Die kriegen sich 2 Dokumente. Die kriegen eine Steuererklärung vom 100 oder 163. 163 ist die Kleinsteuererklärung, die kommt annuell. Das heißt, man kennt automatisch, was er braucht. Proposieren stehen dann an den zweiten PDF, und an dem PDF, das sind der nächsten, von der all die Zertifikate, die da hinschlöden wird, dann wird ein Dokument, weil doch könnt ihr noch magische hinschlöden oder rausprinten, steht proper an einem Dokument. Aber wenn das System Berechnung gemacht wird, dann sind an den nächsten noch die Berechnungen dran, für das Steuerbeamten versteht, was du genau gerechnet wird. Was auch noch ein Clou ist bei all den Pack ist, eine Analyse, wie dann zukünftige Steuern spuren. An diesem Testbeispiel, das wäre nach 907 € zusätzliche Steuern gespurt gehen. Wir weisen schon auf, wenn wir Optiki nennen, dass ein 12 zwischen 0 und 100, von der 0 sind, statt dass er absolut nicht aufgesagt wird, von der 100 sind wieder alle Plattformen erreicht. Also auf 86 stehen also schon ziemlich gut optimiert. Kein darf noch mehr machen, an 907 € zusätzlich Spuren. An dort halt im Detail dann, wie kann das machen? In diesem Fall ein Logement, Bausparvertrag, das Maximum. An dem Moment kennt ihr, wenn du das Maximum gehen, 907 € Spuren. Bei einer Assurance, aber der Zusatzpension, das Maximum. Da kann man so ein Beispiel zusätzlich. Ihr könnt dann noch auf On Savoir Plus klicken, für einfach mehr Informationen zu kriegen, mit einem kleinen Text, mit einem kleinen Video, wo der Bausparvertrag erklärt wird. Und du hast noch einen kleinen Simulator. Wenn zum Beispiel so, die Person kennt nach 181 € im Monat zusätzlich Arbeitshilfe aufzusetzen, dann sie viel suchen. Wenn wir dann wissen, okay, wenn ich nach 100 € pro Monat draufsetzen, 1200 € im Jahr, wie viel Steuer kann ich da sparen? Das wären ja 501 €. Du nur 2 Möglichkeiten. Entweder ihr könnt direkt online eine Demande machen für das Kontrakt vorbereiten, oder ihr holt ein Rendezvous mit einem von unserer Equipe, das ist gratis. An dem Moment rufen wir schon und dann gucken wir zusammen, was die Optionen sind, auf welche in Zukunft können Steuern sparen, und wir können dann noch helfen, die Kontrakte zu machen. Ich habe eine Online-Agenda
von der Equipe, könnt ihr von Datum auswählen, Dauerzeit, und dann könnt ihr die Datum buchen und darauf wirst zu dem Moment eben un. Voilà, was sind Möglichkeiten für Steuererklärung und Steuerverwaltung zu checken? Das können wir nicht für euch machen, die muss ihr Steuererklärung natürlich selber unterschreiben. Das heißt, die Möglichkeit haben wir nicht, aber es gibt also zwei Möglichkeiten. Entweder die Prinz raus, die unterschreibt sie, schickt sie auf das Steuerbüro. Die Adresse vom Steuerbüro steht auf der ersten Seite von der Steuererklärung oben drauf, die ist auch vom System ausgefüllt, genau positionären Postleitzahl. Und dann schickt den Steuererklärung zu der nächsten eben per Post und das Büro. Du aufpassen, Deadline hat schon gesagt, das 31. Dezember. Wenn ihr am 31. Dezember die Envelope an Post werft, dann wird das nicht mehr akzeptiert, weil das nicht ein Datum, wo die Poststempel drauf gemacht wird, zählt mit das Datum, wo das Steuerbüro Dokumente kriegt. Die andere Möglichkeit, wenn nicht über den Provider wird führen, da könnt ihr den Agent von dem Luxus auf den Guichet anloggen, und dann in dem Moment der PDF, den der Weiß hochgeladen wird, du hochladen, der nächste beisetzen, und dann in dem Moment unterschreiben bei dem Luxus an sie auf ihr Steuerbüro schicken. Auch da fand er ganz gut Hilfe bei unserem Site, wo erklärt das Schema mit verschiedenen Capturen d'écran, wie das funktioniert. Voilà, das war ein Überblick. Wenn du frohen Hut betreffend der Steuererklärung hast, du hast mir ein für Sto, wie gesagt, per Chat oder per E-Mail. Wenn du froh zur Steueroptimierung sind, natürlich auch dafür zu helfen, segnet als kontaktieren. Ein kleine Novelle, über den Sommer, haben wir ein Promo, die ist da verschiedene Remisen, die gehen automatisch appliziert. Ich fand über den Sommer vom 15. Juli bis zum 15. September eine Steuererklärung macht, dann profitiert ihr da vom Minimum 20% Remise. Aber wenn da von einem von unseren Partner kommt, das heißt den Foyer, Crédit Agricole de Lorraine, Reihweise-Case oder Spurcase, da kriegt er nicht just 30% da wären Preise, aber die kriegt das Premium sogar für 50% während dem Sommer. Ich profitiere davon, für die Sommer Steuererklärung zu machen, dann muss er am Ende vom Jahr verkriegt daraus nicht mehr drin denken. Ich wünsche euch merci, dass ihr dabei wart, und ich wünsche euch noch einen ganz schönen Tag. Merci.